Galaktische Weihnachten. Der SRF Kids Adventskalender zum Hören. Mädchen, einsteigen, wir müssen weiterfliegen. Stella, komm jetzt. Das Universum würde zerstört werden. Alle Sterne und Planeten. Und die Erde. Alles würde zerstört werden. Das wusste ich jetzt. Wir hatten uns von Hubi verabschiedet. Lukas und Pluto saßen schon im Auto. Komm jetzt! Komm jetzt, Stella! Ich komme, ich sag nur noch Hubi richtig Tschüss. Hey, was du vorhin gesagt hast, dass es kein intelligentes Leben auf der Erde gibt. Stimmt das wirklich? Also, es gibt natürlich diesen einen Erdenmenschen, der sehr weise ist. Aber das ist ja bekannt. Okay, wer ist das denn? Erdenmädchen! Einsteigen jetzt, wir müssen weiterfliegen! Stella, komm her! Tschüss, Erdenmädchen. Sinnlos auf Wiedersehen zu sagen, da das Universum sowieso zerstört wird. Buga. Buga. Tschüss. Buga Buga. Wir flogen weiter. Vorbei an Planeten und glitzernden Sternen. Wir waren auf dem Weg zu Horgat Maleks. Ich bekam Bauchschmerzen, wenn ich nur daran dachte. Leute! Krisensitzung. Ich bin hungrig. Wir haben erst gerade geznonnen. Das war das Kleinznoni? Jetzt ist doch schon Mittagznoni-Zeit. Stimmt, ich spüre auch schon wieder so einen kleinen Hunger. Was ist das hier eigentlich? Eine Mission zur Rettung der Welt oder eine Fressreise quer durchs Weltall? Nicht quer durchs Weltall. Zu Space Burger! Space Burger? Was ist das? What's up? Bist du hungrig? Willst du deine Reißzähne in etwas Leckerem versenken? Komm bei Space Burger vorbei. Diese Woche gibt's unschlagbare Rabatte auf unseren fancy, freaky, leckeren Big Bang Burger. Biege in der Mitte von Orion links ab zur größten Space Burger Filiale im ganzen Universum. Big Bang Burger, der Biggest Bang an Geschmack. Links, Ja, links. ja. Hoch, Ja, ja. hoch. Ich weiß. Du musst höher, Lukas. Ja, ich weiß doch. Et voilà. Hier ist es. Ich hab Space Burger im Gefühl. Ein Burgerrestaurant? Ja. Ja, es schwebte umher wie ein kleiner Planet. Und auf dem Dach ein blinkendes Schild. Darauf stand Space Burger. Drinnen bei Space Burger wimmelte es nur so von Kreaturen und Wesen in allen möglichen Farben und Formen. Runde und eckige, feste und flüssige, laute und leise. Manche hatten nur ein großes Auge, andere hatten mehr Augen, als ich zählen konnte. Aber alle hatten einen Mund. Mindestens einen. Und da rein stopften sie Big Bang Burger. Und alle redeten vom Gleichen. Das Universum mit einem knallt. Lass uns bestellen, Leute. Ich bin am Verhungern. Es gab nur ein Wesen, das bei Space Burger arbeitete. Es hatte bestimmt 30 Arme. Es grillte Hamburger, spülte Geschirr, schrubbte den Boden, kassierte Kosmos-Cash, hackte Zwiebeln, alles gleichzeitig. Buga Buga, willkommen in der größten Spaceburger-Filiale des Universums. Was darf sein? Also, kann das sein? Lukas Fredriksson? Ja. Wow, das gibt's ja nicht. Ich bin ein Riesenfan. Lukas Fredriksson. Ja, danke, also alles gut. Wir wollten eigentlich nur bestellen. Darf ich ein Selfie mit dir machen? Ja? Oder ein Autogramm hier auf meinen Arm? Hier, neben dem Tattoo mit deinem Namen. Ja, okay. Ja, gerne. Und auf den Arm auch noch. Okay. Und den noch. Okay. Und auf den auch noch. Und dann daneben. Okay, Und ja. da ist auch noch ein bisschen Platz. Weshalb möchte es Autogramme von Lukas? Oh, fantastisch. Dort draußen im Weltall wollte jemand ein Autogramm von Lukas haben. Als wäre er ein Promi. Zu Hause in unserer Kleinstadt hielten ihn alle nur für einen durchgeknallten Spinner. Wenn die nur wüssten. Also, was wollt ihr haben?
Ich nehme ein Giga-Galaxy-Menü, linksdrehend mit Trabant, Eisnebel und doppelter Flugscheibe, extra Ketchup und Sputniksoße in einer Schüssel. Gemischt. Extra Ketchup gemischt, kommt sofort. Und du, Earth Girl, was möchtest du? Das gleiche wie Pluto. Ja, für mich auch. Und ein Space Shake mit Magma-Geschmack. Gute Wahl, Earth Girl. Und zu jedem Magma Space Shake Medium gibt es das hier dazu. Was ist das? Das Spielzeug des Monats hier bei Space Burger. Eine kleine, ist mir fast etwas peinlich, das zu sagen, jetzt wo er vor mir steht. Eine kleine Lukas Fredriksson Actionfigur. Eine Actionfigur von Lukas? Die ist der absolute Renner. Du hast die letzte bekommen, hast du ein Glück. Ha, du bist die Auserwählte. Aber Achtung, deine Lukas Actionfigur hat ein kleines Laserschwert in der Hand und das funktioniert wirklich. Boah, dieser Magma Space Shake. So lecker. Lukas, weshalb wollte es Autogramme von dir? Hast du irgendetwas Besonderes gemacht oder so? Etwas Besonderes? Das kannst du aber laut sagen. Die sammelt wahrscheinlich einfach Autogramme von verschiedenen Planetenbewohnerinnen und Bewohnern. Aber du hast eine eigene Actionfigur. Ach, das? Boah, wahrscheinlich, weil ich der einzige Mensch bin, der je durchs Weltall gereist ist. Oder so. Also, die finden mich wohl irgendwie witzig. Aber weißt du, was wirklich wichtig ist? Du magst Magma-Geschmack. Und wie? Ich könnte darin baden. Dieser Horgat Alex scheint ja fürchterlich zu sein. Kann ihn denn niemand aufhalten? Doch. Es gibt ein Wesen, das ihn aufhalten kann. Und wer ist das? Eine Weltraum-Superheldin oder sowas? Ja, genau. Lukas nahm meine Hand. Plötzlich sah er genauso traurig aus wie Hubi. Stella, du musst ihn aufhalten. Ich? Du machst Witze, oder? Nein, das ist die Wahrheit. Es steht in den Sternen geschrieben, schon sehr, sehr, sehr lange. Ich? Horgat Malex aufhalten? Konnte ich mich noch stärker an einem Space Shake verschlucken als an dem da? Oh ja, das konnte ich. Galaktische Weihnachten. Der SRF Kids Adventskalender zum Hören. Alle Folgen gibt's auf srfkids.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.